Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, ihr wollt zum Schloss fahren? Ah jo, natürlich wollen wir das und sagen nicht so zickig Mädel, nur weil du hier die ganze Zeit Bootsdienst hast. Weißt, es muss ein scheiß Job sein, aber das gibt Pumperärmchen ohne End. Noch eine 8-Stunden-Schicht, weißt man du auch, was man geschafft hat. So. Ja, der ist auch mal ein bisschen in der Luft rumgelaufen, aber das passt schon. Gut, unser Brief liegt hier an mir rum, den hat wohl Beatrix mitgenommen. Wie schaut's dann hier aus? Können wir den Turm hoch? Tatsächlich können wir. Ach, das weckt wieder Zeit, ne? Da sind wir dann mit Steiner relativ am Anfang vom Spiel hochgerannt. Gucken wir doch mal, wie es hier aussieht. Hoch. Ne, Quatsch, hier sind wir ja gar nicht hoch, oder? Ne, Quatsch, hier sind wir gar nicht hoch. Hier waren... Oder doch? Doch, das muss der Turm gewesen sein, natürlich. Treten auf die Neptun-Statue, dann gelangt ihr zum Hafen. Okay. Zum Hafen gehen wir doch auch mal ganz gern. Ja, natürlich wollen wir zum Hafen. Zup. Und runter. Ui. Das ist aber schön aufgemacht hier. Das sieht doch mal schön aus. So, wie schaut's denn hier aus? Uiuiui. Hier herrscht da war ein ziemlich ordentliches Treiber. Wie sieht's denn hier aus? Port Alexandria steht da über dem Portal. Weil der Nemmel nämlich da ist, kann er die rote Rose nämlich fliegen. Tja, das ist halt das. Da ist das Betreten verboten. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, die ganzen Luftschiffe funktionieren halt nur mit Neville. Ist halt so. Und bis die Lindblumsche Technologie mit Dampfmotor vollends ausgereift ist, müssen wir auch erstmal auf Luftschiffe verzichten. So, das hat natürlich hier der ganze Handel etc. ordentlich einen ordentlichen Stich versetzt, dass der Neville wegfällt. Also es hat definitiv Konsequenzen. Dafür können aber auch die Schwarzmarke ja nicht mehr produziert werden. Und ein bisschen Rest Neville scheint ja noch in Wälder und sonst wo übrig zu sein, wie Kujayo gesagt hat. Ja, da können wir jetzt nicht durch. Von daher, tja, schauen wir mal, was das noch wird mit dem Neville. Und erklärt wird er uns auf jeden Fall auch noch, genauso wie der Barm Ifas. Lass Eiko sofort los, du Rüpel! Aua! Du, behandelt mal etwas so Dame, oder was? Wenn du nicht sofort die Gosch hältst, wanderst du in der Kerkermädel. Du! Was ist denn hier los, Eiko? Oh, sieh an. Hör doch mal. Der unverschämte Kerl, du, der sagt doch glatt, Eiko wäre lärmend und nervig und vorlaut und lärmend und überhaupt hat er nur gemeine Sache zu mir gesagt. Das stimmt aber alles, Mädel, also gelogen hat er mal nicht. Wo waren da jetzt die gemeine Sache? Was, du? Ich hasse Kinder. Nicht jedes Kind, Vivi so goldig, aber die ist ja ultra nervig. Jetzt beruhig dich doch erstmal, wie hieß du überhaupt, mein Liebi? Ich hieß Eiko, Eiko Karol aus Madansari. Madansari, der Ort ist mir leider nicht bekannt. Komm schon mal nicht so viel rum, was? Pass auf, Madansari ist... Jetzt, ihr Dommel, ich trau doch meine Aare halt mir etwas erneuerten hier der tägliche Nachmittagsplausch ab, oder wie? Das hier ist das Schloss, etwa schon vergessen, ihr habt hier nichts verloren. Du, Onkel Steiner? Oh, Meister Vivi, was für Ehre und große Freude, euch seit längerem mal wieder treffen zu dürfen. Bisschen eigentlich kann man mal Lili Hallo zu sagen, aber... Der Prinzessin? Ich verstehe. Euch kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen, Meister Vivi. Ja, aber nur weil der so ein goldiger Gewitterbutze ist und nicht so ein nerviges Mistvieh wie Eiko. Allhopp, warten wir alle hier. Prinzessin, bitte. Tröre, da immer so. Und so arg schwebt in ihrem Kleidel. Ja, ihr seid ja alle kummer, mich zu sehen. Danke. Lili, du siehst ja so hübsch aus. Boah, Lili, du siehst einfach ganz wunderschön aus. Und jetzt sag bloß nichts Ekelhaftes, du Babsack neben mir. Für wahr, ein bezaubernder Anblick. Sieh dann, willst du ihr nicht auch etwas sagen, mein Bester? Passt schon. Geht doch. Hauptsache nichts Ekliges gesagt. Prinzessin, seid ihr bereit? Sieh dann. Ja, wir können gehen. Warte doch mal, Lili.
Steiner tackelt sie um. Schade, sie geht nicht näher dran. Sag mal, Lilly, sehen wir uns dann ab jetzt nicht mehr? Aber natürlich kennen wir uns noch sehr. Aber ich werde wohl nie mehr mit euch frei und unbeschwert durch die Welt reisen können. Aber unser gemeinsames Abenteuer, unser gemeinsames Reis werde ich niemals vergessen. Lilly, du warst immer würdige Rivalin. Was? Rivalin? Das ist doch schon manchmal eine lustige Sache. Aber bevor ich es noch vergesse, das hier will ich dir unbedingt geben. Zum Beweis unserer geistigen Bindung als Esper soll jeder von uns 2 von den 4 Schatzkristalle bei sich tragen. Was? Die 2 sollen meine sein. Und die 2 meine. Mach's gut, Eiko. Und wer erwachsen. Ich kann dich nicht ausstehen. Ja, Entschuldigung, aber das ist echt der hassenswerteste Charakter in dem ganzen Spiel. Aber sowas muss es leider auch immer geben. Sieh dann, warum hast du Lilly dann gar nichts gesagt? Aber ich bin wenigstens froh, dass du nichts Ekliges mehr gesagt hast, du Schmierlappe. Ich wollte ja, aber... Das wären nicht meine Worte gewesen. Nichts davor wären mal wirkliche Worte gewesen. Deswegen hocke ich mich jetzt erstmal hin wie so klein Kind. Ich hätte mal ein paar Dinge zurechtgelegt, die ich Lilly sagen wollte, wenn ich sie treffe, aber... Das wären alles nur Lüge gewesen, nicht meine Worte, nicht was ich ja wirklich sagen will. Halt die Ohren steif, Lilly, lass dich nicht unterkriegen. Wenn du mal Rat brauchst, ich hab immer offenes Ohr für dich. Nix als verdammte Lüge, nicht meine Worte. Nicht meine wirkliche Worte. Dann sag doch, ich liebe dich. So. Ich hätte mir denken können, sie hat nix außer Lilly im Kopf. Hätte ich doch bloß nur den Brief geschrieben. Aber sie dann wirkt so einsam auf mich. Wenn Eiko doch nur was für den Armen sie dann tun könnt. Ah, sie dann, du Blödchen, 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 Blödchen. Sie dann, du Dauerschlauchsteher. Aber weil er in solche Dinge hier nie was blickt, hat er die Gefühle von Eiko bisher bestimmt noch gar nicht bemerkt. War ja auch überhaupt nicht offensichtlich. Ist vielleicht ein bisschen gemein sie dann gegenüber, aber es ist besser, wenn er Eiko hier halt oben nicht trifft. Ich verschwinde besser schnell von hier, bevor er nichts mehr kann aufkreizt. Na, da kommt wer, vielleicht schon sie dann. Oh weia, ich muss mich jetzt schnell wo verstecken. Die Musik ist auch gut. So, was machen die 2 Knetköpfe hier? Sieht aber nicht so aus, als wäre hier jemand und so blank. Ruhig Blut, wir sind nur ein bisschen früh dran, das ist alles. Wir werden ja sehen und so. Aber sag mal, Blank, irgendeine Ahnung, von wem der Liebesbrief sein könnte und so. Also wirklich, Markus, hast du nicht gelesen, den Lappe? Bei der Ausdrucksweise, das kann ja nur eine piekfeine und bildhübsche Phrase sein, Mann. Mensch, ja, du prallst ja immer rum, in jedem Haar verbraut, aber mit einer Fraxe habe ich dich noch nie und so. Und überhaupt, der Brief ist dir ja auch noch von Sundspur auf den Kopf gesegelt, also als du dich im Schloss rumgeschlichen hast und so. Du raschst nicht, hä? Die Claire schämt sich eben mit dem Wisch persönlich zu geben und hat halt auf die Methode zurückgegriffen. Und überhaupt, was haben eigentlich die ganze Zweifel an meiner überragende Wirkung aufs weibliche Geschlecht? Als er jetzt wirklich nur mal im großen Stile bei den Mädels landen will. Oh, Moment. Also, ein Mann, der im großen Stile bei den Mädels landen will, kommt natürlich nicht wie die Axt im Wald her, sondern erst einmal, denke ich, glaube, kommt wer und so. Ey, Markus, lass die Leute gefälligst ausreden, Mann. Wir sollten uns verstecken und so. Ist ja gut, ist ja gut. So. Jetzt kommt der noch an. Von jetzt ab wird der Wachdienst verstärkt. Einfach zu viel Unbefugte hier in letzter Zeit. Ob Regen, Wind, Sonne oder Hagel. Von jetzt an heißt patrouillieren, bis die Füße abfallen. Ah, das ist ein toller Chef. Rechts. In Ordnung. Links. In Ordnung. Nanu. Abfall? Hier? Nee, das ist kein Abfall. Das scheint ja ein Brief zu sein. Was ist denn das? Was ist dann das? Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich am Bootssteg mit glühendem Herzen auf dich. Was ist dann? Das ist doch nicht etwa ein Liebesbrief. Aber von wem und für wen? Das ist mal der einzige, der das wenigstens hinterfragt. Da steht weder im Absender noch der Empfänger dran. Nee, leck mich doch fett. Hat vielleicht jemand, der die Route von meiner nächtlichen Patrouille kennt, den Brief hier gelegt, damit ich ihn finde. Aber wer kennt ihn jetzt dann? Steiner. Beatrix. Ja? Oh, ist es jetzt etwas, was die erwachsene Liebe nennen? Blank. Halt die Gosch, Markus. Steiner. Beatrix.
Was machen die noch? Was machen die dann, du? Blenk, das hier macht mich an, ich krieg gleich Nasenblute. Das ist auch so was Gutes. Bei Japaner ist so Nasenblute verbunden mit Erregung, dass denen gerade einer abgeht und die deswegen Nasenblute kriegen. So zum Verständnis, weil die es aus Animes und so vielleicht nicht kennen sollten. Ah, der verdammtes Nervenbündel, stoppt doch beide Daumen in den Riecher und halt endlich mal die Gosch. Ja, und der versaut mir wieder alles. Chef? Oh, schade, gerade jetzt was Spannbares. Oh Mann. Das könnte als Final Fantasy 9 Sketch eigentlich durchgehen. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo sie dann sein könnte? Nicht die leiseste Ahnung. Ich gehe ins Suche. Ich hoffe, ich muss nicht extra in den Puff davor. Nee. Was machst denn du bitte? Halt doch mal, pass doch mal besser auf. Heiko ist gerade ganz aufgebracht, also nimm dir ein bisschen mehr Rücksicht. Och. Ich erlaube mir mal einzutreten. Ist ja eventuell gerade ein kleines Fräulein namens Eiko reinkommen? Oh, Naja, Fräulein würde ich ihr jetzt nicht nennen. der nette gescheite Onkel von neulich. Oh, ho, ho, fröhlich und munter wie immer, wie mir scheint. Ja, Eiko ist immer fröhlich und munter. Ja, viel zu sehr eigentlich. Aber eigentlich will ich am liebsten hier keine, weil im Herzen sie dann kein Platz mehr für Eiko ist. Du hast doch gerade eben etwas gesagt, mein Kleini. Nee, ich hab gar nichts gesagt, aber sag mal, wieso bist du dann zu Eiko gekommen, netter gescheiter Onkel? Ach ja, richtig, das hätte ich doch schier gar vergessen. Also das Dorf, aus dem du kommst, wie hieß es doch gleich? Madainzari? Ja, Madainzari. Na, ich würde ganz gern mehr über Madainzari erfahren. Kein Problem, weil du so nett warst und den Brief für mich geschrieben hast, erzähl ich dir alles, was du wissen willst. Aber hier plaudert sich nicht so gut. Können wir uns bei dir unterhalten? Bei mir? Ich weiß ja nicht, was die Polizei dazu sagt, wenn ich ein 6-jähriges Mädel zu mir nehme. Aber Marus befindet sich in Treno und das ist bedauerlicherweise ein gutes Stück weg von hier. Deswegen sollte man in aller Öffentlichkeit retten, weil du erst 6 Jahre alt bist, Kleini. Treno, das klingt aber irgendwie interessant. Fein, Eiko ist zurzeit sehr wissensdurstig und will viele neue Orte kennenlernen. Also macht's gar nichts, wenn sie ein bisschen weiter weg ist. Lass uns gehen. Ich komme auch mit. In Treno findet sowieso gerade das große alljährliche Kartenturnier statt, oder? Da wollte ich schon immer mal dabei sein. Kartenturnier klingt ziemlich aufregend. Ich will auch mitkommen. Gott sei Dank musste ich den Kerl nicht aus dem Puff rausziehen. Das gleiche gilt auch für mich. Treno. Alle Hauptsache mal recht sei. Hoho, ehe man sich was sieht, hat man schon eine ganze Reise gehabt zusammen. Naja, das ist auf jeden Fall besser, wenn ich mit mehreren Leuten reise, als nur einsam mit einem kleinen 6-jährigen Mädel. Gigi, soll mal Vergnügen sein, euch alle Treno zeigen zu dürfen. Sehr schön. Dann reisen wir per Gargantula. Hier gibt's doch Neville? Erinnert mich irgendwie an Evas Baum, bevor der Neville abgezogen ist. Aber der Neville scheint auf jeden Fall dünner zu sein als vorhin, findest du nicht? Oh, naja, ich habe auch eins gehört, dass ihr den Nebel vertrieben haben sollt, aber ich denke, es sind deswegen noch Reste von ihm hier zu finden, weil er die Wurzeln entlang in den Tiefsteige konnte. Ist das Gargantula? Also hopp, wollen wir langsam wohl? Jetzt müssen wir uns alle in die Gargantula-Bahn quetschen. Na gut. Hofnarren des Schwermuts. Nein! Sie haben überlebt. Nein! Hier ist niemand, sag ich. Bist du dir sicher, Frohlich? Ganz sicher bin ich sicher, sag ich. Gott, die sind so hassenswert. Versteigt, ich kenne das, sag ich. Sag ich doch, sag ich. Ah, er kann doch Sarg sagen, wenn er will. Aber was machen wir jetzt, Frohlich? Wir bitten gar nicht ganz herzlich, uns wieder ins Schloss aufzunehmen, sag ich. Mensch, die nimmt uns wieder auf, Frohlich. Probiere gegenüber studieren, sag. Oh, wir verstecken uns besser, sag ich. Ja, ich glaube, die sind ziemlich in Ungnade gefallen, die zwei. Scheint ja keiner hier zu sein. Scheint so und so. Alles, was wir für sie dann kennen, ist jetzt wohl hier Nachtwache Shiva. Und so sehe, dass sie in Alexandria alles friedlich bleibt, oder?
Ja, so ist es, aber sie dann fühlt sich dadurch besser und so. Ja, verdammt, ist es halt aber unheimlich ruhig. Die zwei Deppe sich da verstecken noch. Alle ab, machen wir noch rund. Du sagst und so. Puh, die hätten uns beinahe gefunden, sag ich. Aber was machen wir denn jetzt, Frorich? Na, das ist doch klar, sag ich. Wo sich die Typen aufhalten, da haben wir nix verloren, nix wie raus aus Alexandria, sag ich. Ja, ihr sollten besser aus dem ganzen Spiel verschwinden. Wie ihr zum Arbeitsvertrag für Final Fantasy IX kommen, seid froh ich mich halt noch. So. Dass man so noch Trainer kommt. Ich bin vielmals die höchst unkomfortable Umstände unserer Reise zu entschuldigen. Passt schon. Hey Margon, warst du schon mal in Treno? Wie steht's da mit dir? Ich? Wo es hübsche Mädels gibt, da bin ich auch daheim. Eiko will sich erst mal ein bisschen die Stadt angucken. Über mal deinen Sari können wir ja nachher noch plaudern. Ist das in Ordnung? Aber sicher, nur so, wir sind uns nicht einig. Was glotzt du wieder so planlos durch die Gegend? Komm mit! Wer, ich? Ach nee, ich will nicht mit dir fahren, du bist immer so laut und peinlich. Ja, wer dann sonst? Eiko ist das erste Mal hier. Du musst mich also rumführen. Ach, ich will nicht. Ich war eine kleine Bummelmache und mal auf andere Gedanken zu kommen. Margon, was hast du so vor? Vielleicht raub ich den Opa aus. Ich wäre einfach nicht schlau aus dem Kerle. Oh, da fällt mir ein, heute ist ja der letzte Tag vom großen Kartenturnier. Echt? Naja, das möchte ich mir dann nicht entgehen lassen, obwohl ich grottenschlecht in so einem Spiel bin. Meine Fertigkeiten als Spieler sind zwar überaus bescheiden, so wie alles überaus bescheiden ist, was ich kann. Aber es wäre mir erfreut, dir unter die Arme zu greifen, sollte dann auf Probleme stoßen. Aber so schlecht, dass ich auf die Hilfe von anderen angewiesen bin, spiele ich dann auch wieder nicht. Sag das mal nicht, sie dann. Entschuldigung für meine Aufdringlichkeit, der feine Herr. Viel Glück dann, Babsack. Okay, wenn er mal dann jetzt zur Auswahl oh Gott, Lehrerin Eiko sagt, Alter, ist das furchtbar. Das ist so schlimmer als mit einem 10-Jährigen, der imaginäre Rolle annimmt, in die er dann spielt. Also, warum bin ich jetzt gezwungen, mit ihm wieder fortzugehen? Warum ich nicht mit Zidane gegangen bin, das willst du doch bestimmt wissen, oder? Nee, ich will wissen, warum es wieder mich trifft. Ja, genau. Die beiden stehen völlig auf dem Schlauch. Einer schlimmer als der andere. Wenn man denen also nicht ein paar nachdenkliche Momente lässt, kommen sie vielleicht nie drauf. Was Menschen jetzt da damit? Ich stehe gerade auch auf dem Schlauch. Oh Mann, du stehst ja mindestens genauso auf dem Schlauch. Hab ich doch gesagt, hör mir doch zu. Also passt jetzt mal auf. Zidane hat Lilly furchtbar lieb, alles klar? Aber Zidane meint, ihr müsst immer auf ganz cool machen. Deswegen streiten die beide ja so oft. Kannst du mir so weit folgen? Jein. Eiko gegenüber benimmt er sich auch immer betont cool. Der ist Zidane wirklich unmöglich. Und dabei ist er der Gelackmeierte, verstehst? Wow, was ist denn das? Er war gerade Stadion. Hey, warte doch mal. Und weg ist er. Gott sei Dank. Und das konnte nicht, bist du etwa? Bitte? Oh, und was für ein Typ ist er jetzt dann wieder gerote? Weil auf dem Turnier nur die Beste antreten, fordern zuerst mal ein paar Spieler auf der Straße raus, um eine gute Karte ranzukommen. Sollst du keine 5 Karten haben, so stelle ich dir gern welche von meinen zur Verfügung. Also wenn mich einer völlig fertig macht, kann ich beim Professor Toto was holen. Der Typ ist doch viel zu freundlich, jetzt mal ohne Witz. Der gibt und gibt und gibt und will nie was haben. Es war lange Res. Fredo, der Diener. Hätte nie gedacht, dich mal wieder zu treffen. Na, danke, Chef, für alles damals. Aber nee, du brauchst mir doch nicht Rat zu danken. Weil mein Herr ein guter Herr war, passte schon so. Bei jedem anderen hätte ich aber abgelehnt. Obwohl es kein leichtes war, deiner Bitte nachzukommen, dich irgendwie aufs Theaterschiff zu schmuggeln. Ah. Hihi. Wie war denn das Theaterstück überhaupt? Wirklich interessant. Ah, da fällt mir ein. Weil Zellemol so ziemlich Ärger gegeben hat irgendwie, aber du hast die Sache wohl recht heil überstanden, oder? Ja, alles halb so wild eigentlich. Na dann ist ja alles in Butter. Erlaub, ich pack's da mal wieder, muss noch ein paar Sachen erledigen. Übrigens ist der Wunsch auch in der Nähe von Treno, oder?
Ja, das ist schon richtig. Geh lieber heim, es ist schon spät. Also, mach's gut. Nee, will nicht. Opa ist zwar schon lang tot, aber... Ja, mal wieder heim zu sein wäre schön. Wenn ich immer in der Nähe bin, wär's doch echt schade, nicht kurz mal vorbei zu gucken. Außerdem sind die Monster so schwach, das kriegt er auch locker alle hier. So, das war ja die Höhle von Quan. Dann haben wir noch das schimmernde Wasser im fahlen Mondschein. Es ist der Mond unterwegs. Hier hat sich ja nicht viel verändert. Der vierarmige Günther. So, Pleite ist also nicht auf meine Fälschung reingefallen. Die sieht ja aus wie ein Kanarienvogel, aber die hat eher die reinste Adleraache. Muss ich mal was anderes einfallen lassen, um schnell Geld zu verdienen. Hoppla, hey, du da, Mensch, du machst Eindruck mit einem breiten Gang. Wie? Pass mal besser auf, wo die latscht, ich warn dich. Sag mal, hörst du schlecht oder was? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nee. Ja, gibt's dann sowas auf jeden Fall? Jemand, mit dem du dich nicht anlegen sollst, Freundchen. Moment mal, dich habe ich doch schon mal irgendwo... Du bist doch der legendäre Rotschopf. Maragon, was war denn da? Du grad wieder los, der ist ja ganz schnell gerannt, als hätte er Gespenst gesehen oder so. Jetzt ist mal alles klar. Hast mal wieder Schwächere geärgert, oder? Der Großvater von Eiko hat immer gesagt, der wirklich Schwache ist der auch schwacher rumhackt. Spar da die Predigt. Warum hast du denn so ein kleines Gehör im Schlepptau? Oder schlägst dich allerdings als Babysitter durch, Rotschopf? Oh, tut mir leid, ich bin ja schon weg. Ein eigenartiger Vogel. Hey, wo gehst du denn jetzt hin, Maragon? Ein eigenartiger Vogel. Oh je. Dann will ich mal sagen, nachdem sich hier neue Ärger angebahnt hat, dass ich hier einen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.